Ich schulde euch schon lange ein Update aus Kalifornien und genau das machen wir heute. Hey, ciao zusammen, René hier, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich bin gerade auf dem Weg für Reicheli zu holen. Reicheli war bei Michel daheim heute den ganzen Tag und das ist für ihn natürlich immer cool, der kann spielen mit den anderen Hunden. Jetzt gehen wir da schauen, sie sollten daheim sein. So, Deli. Ah, das Auto ist zwar nicht da, aber jetzt sehen wir es dann. So, hier müsste er sein. Jetzt sehe ich gerade, ihr Auto ist wirklich nicht da. Jetzt muss ich ihn mal anrufen. Hello. Hey Michelle, I'm at your place. Are you on your way? I'm on Pacific and I'm rolling that way. Okay, perfect. Okay. No hurry. Okay, bye. Also, der ist sie nächstens da. Wir sind eben gelaufen, Marina del Rey, mit dem Spartacus und mit dem Trouble. Wir haben Toni abgeladen, dort draussen. Er hat das Velo mitgenommen, sind auch mit dem Velo heimgekommen. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Abwechslung. Ich war daheim Doc-Film schneiden. Und ja, da kommt man ein bisschen zum Zeug raus. Und dann sind wir dort eben der Lagune entlang gelaufen. Und für Spergeli war es noch cool. Hat er halt ein bisschen etwas Neues zu schmecken. Er sieht ja nicht mehr so gut, hört immer weniger. Und das Schmecken ist noch das, was ihm der Kick gibt. Und jetzt haben wir wirklich auch pro 10 Meter laufen, haben wir irgendwie 10 Minuten gehabt, weil er jedes Gräschen müssen beschmecken und beschnuppern und bebisseln. Aber das hat ihm sicher jetzt gut getan und er war jetzt da am Pfusen auf dem Heimweg, also von dem her immer gut. Also, warten wir schnell auf Michel, dass wir Reicheli können. Ah, jetzt kommt sie, dann können wir dann Reicheli in Beschlag nehmen. Du musst heute hier warten, ich hole nur Reicheli. Heute warten, hä? Warten. Und jetzt gehen wir schauen. Er ist ja am Abend ein bisschen auf der Schnur, wenn er bei Michel war. Und das hilft mir dann natürlich auch, wenn er nicht am Abend um 9 Uhr irgendein Lärmspielzeug entgegennimmt. Oh, ich höre ihn schon. Hey Montana! Oi, 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 oi. Woo! Oh, hey buddy! And Mr. Cash is crazy! Crazy Mr. Cash! And Mr. Blue, Mrs. Blue. Ja, hey, nicht aufstehen. Komm ich da. No jumping. If mommy sees that. Oi. Mal schauen, was Cash hat. Ja, er weiss natürlich, dass hier ein Eingang offen ist. Das ist schon ein Schlaumeier. Cash! Cash! Here! Hey, let's go! Ay. You're a crazy dog. Ja, Reicheli. Als er noch klein war, war er eben ein bisschen unbeholfen. Und darum habe ich ihm Reichi gesagt. Und der Name ist ein bisschen geblieben, oder ich sage ihm halt noch viel Reicheli. Offiziell heisst er jetzt aber Cashew. Und zwar von der Cashew-Nuss. Ich weiss nicht mal, wie das auf Deutsch heisst, aber weil die Nuss hat halt die gleiche Farbe, wie sein Fell ist. Aber niemandem sagt ihm eigentlich Cashew, alle sagen ihm einfach Cash. Und das ist so ein bisschen offiziell sein Name geworden, Cash. Aber darum hört er mich entweder Reicheli sagen oder halt eben auch Cash. Da hat es Patio, da können sie rumsäckeln, können sie rumturnen. Das ist natürlich für die Hunde ein Paradies da. So, dann haben wir ihn geholt. Er hat jetzt natürlich eine Freude, ist auch ein bisschen müde hoffentlich. Dann haben wir es dann ein bisschen ruhiger daheim. Jetzt gehen wir etwa heim zu Nacht machen für die 3 Musketiere da. Also, jetzt. Jetzt habe ich noch beschlossen da. Ich da alleine. Wieso ist jetzt hier? Ah, hier ist. Warte. Du kannst hinten komm. Du kannst hinten rein. Achtung. So, jetzt kannst du da reinschieben. Hopp. Gut. Also. Off we go. Bang. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir los. Dann kann ich daheim
noch kurz sagen, wie weit... Ja, Giel, jetzt bin ich noch mal 10 Minuten vor gewesen. Komm, Spargus, geh du rüber. Geh du rüber in dein Bettchen da, komm. Ja, hopp. Rüber gehen, komm. Die Sache geht da. So, ja, dann kann ich euch daheim noch zeigen, wie weit ich bin mit dem Doc-Film. Der gibt doch viel zu tun, darum habt ihr jetzt eigentlich auch nicht mehr von mir gehört. Aber ich denke, wenn ich es jetzt so machen, halt ein bisschen weniger geschliffene Videos, also die Tagebuchbeiträge, mit weniger Aufwand machen, dann kann ich es auch noch ändern wieder mal machen. Mal schauen, ja, ob es ankommt oder nicht. Also, dann sehe ich euch daheim. Well, life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Though I can barely crawl, I've got to walk where these angels feel a tread. So, wir sind daheim angekommen, aber jetzt muss ich eben ein bisschen schlau parkieren, weil morgen ist Montag. Und da tun sie auf einer Seite die Strassen wischen, Street Sweeping. Und dass ich keinen Fuß kassieren, muss ich jetzt hier eben auf der zweiten Seite einen Platz finden. Dann muss ich morgen nicht umparkieren. Und da mit dem Homeoffice-Gescheiss, das hier im Moment läuft, sind natürlich auch die Plätzgänge alle schon besetzt. Und das ist ein bisschen eine gefragte Ware. Jetzt ist da nämlich auch einer am Parkieren, den ich her wollte. Gut, ist der halt auch fort. Den kann ich nicht. Gut, weiter suchen. Wo ist da noch einer? Ich glaube, hier ist hier vor dran noch einer. Ja, wir nehmen doch gerade den. Ist näher. Spart uns gerade 4 Schrittchen. Blinken haben wir jetzt da zwar auch nicht gross beim Parkieren, aber Damis können sowieso nicht Auto fahren. Und dann spielt das gar keine Rolle. Aber blinkt schon niemand. Das kann ich auch mal nicht. So. Schauen, dass ich im Feld drin bin. Und dann gehen die Rädchen einschlagen. Wenn es ein bisschen Abhaltung ist beim Parkieren, muss man immer die Rädchen Richtung Trottoir einschlagen, sonst gibt es einen Bus. Also, ausladen, kann man abstellen, das Ding habe ich zu, nichts rumlegen. Weil da niemand mehr Bütze hat, wird halt auch mehr eingebrochen und dann sollte man da nicht Zeug rumliegen, wo sie das Gefühl haben, es sei etwas Wertvolles im Karren. Also, parat machen, wir gehen raus. Gut, dann Monsieur. Monsieur raus. Monsieur. Hier haben wir offen. Zutun. Achtung, Monsieur. Die Schritt machen. Noch Schrittchen gut. Dann haben wir hier Reicheli. Da kannst du auch kommen. Warte, nicht auf die Straße raussäckeln. Du, Meite, schon gerade ein bisschen schauen. Bei uns bleiben. So, also. Tipptopp, jetzt richtig heimzu. Heute ist es gerade ein bisschen im Kutten, ich hoffe, ihr hört mich gut. Morgen gesurft, aber ein bisschen eine Shitshow gewesen, muss ich ehrlich sagen. Morgen um 6 Uhr hat es noch keinen Wind gehabt, ich wusste, ich müsste früh gehen. Aber nachher hatte ich Hausschlüssel auf der Nase, Telefon noch gemacht, noch auf dem Internet gsi. Mit anderen Worten, ich müsste mal schnell schauen, vielleicht sieht man es Kutten. Das Meer halt extrem wild jetzt. Und dann habe ich es eben ein bisschen verkachelt, bis ich fertig war mit allem. Und ich konnte gehen, war dann irgendwie 8:30 oder sogar 9. Und natürlich schon ja, alles durcheinander. Ja, gescheiter Windsurfen oder kiten. Das hat mich ein bisschen genervt, weil Samstag, Sonntag habe ich natürlich alle gute Zeit. Und ja, will es eigentlich fegen, muss ich die Alben nicht heimjuffeln. Aber ja, es hätte nicht sollen sein. Jetzt hoffen wir ein bisschen auf morgen. Ich glaube, durch die Nacht sollte der Wind abstellen. Und dann ist halt hier jetzt bei uns am Beach
so Leftover Windwellen immer am besten. Also eben Wellen generiert durch Wind und Sturm. Da haben wir alle wirklich so lustige Sachen. Oh, jetzt ist jetzt noch ein Puten. Vicky, was Pupi machen? Wie sollen wir jetzt die Hänge voll? Die Hänge mit Zeug zum Tragen. Ja gut. Also, müssen wir das halt noch heute. So, also haben wir alles zusammengelesen. Ein kleiner Tipp auch für alle von euch, die sich überlegen, Hund suchen zu tun. Fängt vielleicht mal mit einem an. Ich würde jetzt nicht mit 3 anfangen. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rand. Wo bin ich beim Surfen? Wo ich gegangen bin, hatte es so viel Wind gehabt. Ja, das ist irgendwie wie zu Fuerteventura ist mir vorgekommen. Ja, noch, ich war im Wasser, hat gleich gefegt und jetzt hoffen wir auf morgen. Du kommt. Was ist jetzt noch? Wir wollen heimzu, kommt. Ab geht's. So. Also Achtung, Monsieur. Und hoppla. So, jetzt sind wir endlich daheim. Das Zeug noch daher tun. So, Schuhe abziehen, etwa auf 1. Gut. Reiche hat Hunger, ist schon bereit. Der Kommandant ist im Wasser nehmen, tipptopp. Er ist eben schon ein bisschen, er nimmt einfach tendenziell ein bisschen zu wenig. Aber ja, Reicheli, ja. Also, jetzt wollte ich euch eben wegen dem Doc-Film noch zeigen. Moment schnell. So, das blendet da. Aber ich glaube, es ist gut, ich werde euch jetzt schnell zeigen, wo ich eben bin mit dem Doc-Film GP 2020. Und ja, ich verrate euch jetzt da ein paar Geheimnisse, wie ich da so vorgehe, aber das bleibt ja unter uns, von dem her kein Problem. Also, was ich gemacht habe, ist, ich sage dem Bibel. Ich habe einfach alles, was gesagt wurde in diesem Film, habe ich transkribiert. Also habe ich in eine schriftliche Form gebracht. Das hat extrem viel zu tun gegeben, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das sieht so aus, dass zum Beispiel hier auf dieser Liste, oder jetzt gerade seht, da habe ich einfach alles, ist jetzt hier notiert, was irgendjemand in die Kamera reingeredet hat. Und so kann ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt an der Geschichte bin, an dieser Storyline arbeite und ich das Gefühl habe, ich will hier noch eine Aussage dazu, kann ich jetzt hier suchen nach Schlüsselwörtern und kann dann so sehen, hat da überhaupt jemand etwas dazu gesagt oder nicht. Das ist mal so ein riesen Dokument. Und dann habe ich, weil ich noch Lücken hatte, habe ich jetzt mit dem Rüdi und mit dem Lars über Skype noch 2 Interviews gemacht. Einfach mal so ein bisschen wie als Platzhalter, dass man sieht, auch, dass ich zusammenstellen kann, dass ich an diesem Film arbeiten kann und dass ich mit Originalzitat, hätte ich bald gesagt, kann bügeln. Einfach mal wie als Skype, als Platzhalter. Und wenn man dann merkt, weiter im Film, dass man ist, dass das wichtige Aussagen sind, kann man dann die dann gezielt noch nachdrehen, dass es dann ja visuell etwas hergibt. Aber da habe ich jetzt hier zum Beispiel gesehen, mit dem Rüdi, auch sein Interview. Wenn ich das hier auftue und im richtigen Ort klicke, habe ich hier auch einfach alles aufgeschrieben, aufgenotiert, damit ich hier den Überblick habe und kann suchen vor allem. All diese Notizen haben jetzt Einfluss bekommen, hier, ich sage dem Bibel. Da drin finden wir jetzt eigentlich alles. Und hier seht ihr auch schon so ein bisschen die geplante Storyline, also der Spannungsbogen. Und das fängt so ein bisschen an, ich habe dem gesagt, mit Start mit einem Helden-Epos über Rüdi und Lars. Und dann geht das Ganze himmelhoch ein bisschen runter zu einem Tiefpunkt, nämlich dann geraten sie in Schwierigkeiten auf dem Meer. Und dann gibt es einen Weg daraus raus.
Und dann der Abbruch, der war, der dann schlussendlich von jedem Teammitglied und vor allem von den Protagonisten zu einem Takeaway geführt hat, wo hoffentlich wir als Zuschauer auch etwas davon lernen können. Respektive, das ist dann natürlich meine Aufgabe als Filmemacher, damit ich die Sachen zusammensammle, die dann schlussendlich eben auch für uns Zuschauer wichtig sind, dass der Film auch für uns etwas mitgibt. Ja, und so geht das Dokument in die Länge und in die Länge und in die Länge und hört nicht mehr auf. Und irgendwo durch bei den effektiven Segel-Etappen haben wir der Rüdi und der Lars ihre Tagebuchaufzeichnungen zur Verfügung gestellt und die sind jetzt hier auch drin. Also ich habe jetzt zum Beispiel Etappe 14, da ist die berühmte Murcia Corner auf dem Programm gestanden, entscheidende Etappe übrigens. Und dann jetzt hier das Tagebuch von Lars und das Tagebuch von Rüdi, damit ich ja da nichts vergessen. Oder manchmal kann man einfach noch so ein bisschen daraus herauslesen, oh ja, das war auch noch wichtig gewesen. Und dann hier auch wieder ein Originalzitat vor Ort, das ich dann aufgenommen habe, das zu dem Murcia Corner schon eine Aussage haben. Und jetzt zum Abschluss zeige ich Ihnen noch, wie ich das dann schlussendlich im effektiven Schnittprogramm brauche, also wie der Film entsteht. Das ist schon noch spannend. So, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, das blendet da den Bildschirm, aber ich hoffe, ihr seht es gleich. Und wie man da anfängt, ist eigentlich mit einem sogenannten Radioschnitt. Das ist das Erste, was ich mache. Also in der Bibel war jetzt definiert, irgendwo muss ein Intro her. Also zum Beispiel, wer ist der Rüdi? Irgendwie muss man ja die Protagonisten ein bisschen lernen kennen. Und als erstes mache ich einen Radio-Edit, das heisst so, weil ich da nur auf den Ton höre. Bild ist mir da noch egal. Und jetzt habe ich hier Aufnahmen platziert, die ich als Geschichtenverzähler dem Publikum einfach mitgebe, als sogenannte Off-Stimme. Zurück und da sieht man jetzt hier, da passiert nichts, da habe ich noch keine Bilder drüber gelegt. Vom grossen Traum einer Rückkehr in den Sport. Und dann gibt es Abschnitte, das habe ich jetzt alles aus der Bibel genommen, weil die Bibel definiert ja, wo was die Aussagen herkommen. Die Bücher ist zum Glück alle hinter mir, das hat über 2 Monate gebraucht. Und das ist jetzt zum Beispiel, kann man Aussagen aus dem Skype-Interview. Ihr seht, kann man in dem Sinne nicht brauchen für den Endfilm, aber als Platzhalter, für das ich arbeiten kann, super. Und am Schluss, wenn ich mir dann noch eins mit Rüdi und Lars in einem vorbereiteten Rahmen zusammentue, kann ich dann die Aussagen, die dann wirklich Hände und Füße und Fleisch im Knochen bieten, kann man dann die noch gut aufnehmen. Vielleicht sogar ein reichhaltigeres Leben führst als vorher. Das kannst du dir ja in dem Moment nicht vorstellen. So, und dann kommst du irgendwann zurück. Das ist der Radioschnitt und als zweites kommt dann der Rohschnitt. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich hier höre, kommt dann schon Bilder drüber. Also da lasse ich dann eigentlich das Gerät sein und dann wird das halt bildlich angereichert, dass dann auch etwas passiert. Und das kann ich hier vielleicht beim Intro zeigen. Also das Intro ist so, wie der Film eigentlich anfängt. Also, wie gesagt, wir reden hier vom Rohschnitt, das kann dann noch ändern. Aber einfach als Beispiel sieht man jetzt da unter der Timeline, jetzt seht ihr, da habe ich nicht nur Töne oder Stimmen, die reden, sondern das ist jetzt überlegt mit Bildern, dass man sieht, dass da etwas funktioniert. He? Und im Detail könnte man dann zum Beispiel hier mal reinhören. Nein, ein Team von unbeugsamen Abenteurern arbeitet weiter an einem großen Traum. So, da oben ist noch wichtig, das ist die kleine Buchstabe. Jetzt blendet es über ins Skype-Interview, wo man die Stimme hört. Das ist total weit, du bist verrückt, das geht nicht, das kriegen wir eigentlich nicht hin, das ist eigentlich nicht machbar. Und jetzt kommen da schon so ein bisschen Bilder. Ihr seht, es wird... wussten wir, dass wir jeden Tag verschiedene Windverhältnisse haben. So, ihr seht, es kommt dann so ein bisschen ins Leben. Oder? Zuerst hat man nur die Töne und die Aussagen, nachher oben drüber legt man dann die ersten möglichen Bilder. Und irgendwann kommt dann der Toneffekt dazu, irgendwann kommt die Musik dazu, irgendwann fängt man noch auf umstellen. Und so geht es durch die Prozesse durch. Und der Film bekommt dann so irgendwann ein konkreteres Aussehen. Aber im Moment, wenn man es vergleicht mit einem Bildhauer oder mit einem Holzschnitzer,
ist der Baumstamm noch recht roh. Das ist jetzt noch mal von der Rinde ein bisschen fort und man sieht einfach so langsam so leicht Umrisse. So in diesem Stadium ist es jetzt. Aber dank der Bibel, dank dieser Vorbüte, geht es doch zielgerichteter vorwärts, weil wie die Story schon klar ist aufgeschrieben ist. Ja, gebt mir doch Bescheid, wenn ich das in Zukunft so ein bisschen ähnlich machen kann. Also ein bisschen unpolierter, ein bisschen roher, wenn das darf ein bisschen räucher daherkommen, dann kann ich diese Art von Videos im Moment machen, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ausgelastet bin. Ja, ich brauche ein bisschen Überwindung von meiner Seite, weil ich liefere natürlich am liebsten ein geschliffenes Video ab mit allen Möglichkeiten wie Ton und Musik etc. Aber es ist im Moment einfach nicht möglich und ich habe das Gefühl, vielleicht könnte man so in Kontakt bleiben und dann würde es natürlich auch fegen. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon gleich wieder. Also, das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.